Ik freue mich, dat we hier taub zijn. En zoals ik vijfmaal aanvangen deed, had me valt gelaten door het boek Titus te gaan. En zo dat is ook wat we vandaag weer willen doen. Het laatste Mal, ik weet niet wer er nog behalden heeft voor de message title weer, maar de message title weer, een treuer Gott in eine Anbahn Welt. We kijken een beetje aan in Titus, het eerste kapitel, door wie een mensheid, de cultuur van de mensheid, dat we in Lanus, dat we de mensheid wordt anerkannt, als zo'n wat te veel leen, dat niet oprechtig werden, onoprechte mensheid weer dat. En er hadden ook alle veel voor andere Fehler, aber Gott, die had Paulus dahin geschickt. Paulus had een kerk aangevangen. En nu schickt Paulus een brief terug naar Titus. Dit is die opgave, hier dingen terug te stellen en mensen met te helpen, dat die een gesunden Glauben kunnen hebben. En dat weer interessant, weil Gott in zijn woord zijn dat hij is een God, dat Paulus schrijft, dat God is een God, wat niet liegen kan. De mensheid die we gewaan van veel lijnissen, maar in God zijn Reich, in God zijn cultuur, doet we niet liegen. God die op God hebben toevertrouwen haben. Wanneer hij wat gezegd heeft, dat meint hij, wanneer hij wat versproken heeft, dat wordt hij ook zo staat houden. En zo staat hij, wanneer ze een beetje aanloten en de onderscheid tussen de cultuur van de mensheid, waar ze herkomen, en de cultuur van God en wie God weer. Vandaar waar we weer gaan, de titel, zo staat, en God zal je leven, braucht een gesunder Glauben. En God zal je leven, braucht een gesunder Glauben. Ik dacht aan, wir vielleicht een passende Thema für das Nieuwjaarsdag. Für veel van ons, wie wahrscheinlich der letzte Sonntag gedacht, der war, was ist alles passiert in 2022? Und das sind verschiedene Dinge, was wir vergessen haben. Braucht es vielleicht ein Bild, oder vielleicht die Früh oder ein Chant, was uns reminden, dass, weißt noch, that's something, was wir tun. So, das sind all Dinge, was wir probably vergessen haben. Aber das sind auch some Dinge, was wir klar behalten können. Und dass wir eine schöne Zeit, irgendwas Gutes belebt. Vielleicht im Familienleben, vielleicht bei der Arbeit, vielleicht so im alltäglichen Leben, aber hoffentlich besonders noch in uns geistlichen Leben. Wir können trägen eine besondere Zeit, wo wir so fallen, dass Gott, wir seien nur und wir haben gewaschen. Und dort wenn wir uns Glauben vergleichen mit wordt weer de eerste jaren aan 2022 en met vandaag dat we ganz zeker aan zijn dat we hebben gewassen. We hebben dingen kunt overkomen en overstaan en daar zijn we dankbaar voor. Dat is ganz leicht te geloven dat er zijn some dingen wat in het laatste jaar passiert zijn, waar we terug checken en dat brengt ons niet veel vrede. Vielleicht hat uns Dinge leid. Es sind vielleicht Dinge, was wir tun haben, was wir niemals wollen haben, dass es dort soll sein. Vielleicht ist es, dass wir uns leben soll in das Area ändern, aber das hilft nicht. Das ist noch einmal so, dass es einmal erst gewesen. Und vielleicht ist es uns verlangt, dass hoffentlich in diesem Jahr ist das ein Ding, wo wir können überkommen. So, ich weiß nicht, das sind, wenn wir denken an eine Zeit, das letzte Jahr, das sind verschiedene Gefühle, I'm sure, das ist, wie es in meinem Leben ist. Aber wenn wir nu verder checken in 2023 nennen, wir können nicht weit für uns checken. Wir wissen nicht mal, was die nächsten paar Stunden für uns haben, aber wir haben das Vertrauen, dass Gott das weiß. Und Gott hat versprochen, er wird mit uns sein. Der Gott wird uns bei hier geführt hat, das ist die Salz hier auch in 23. Und ich habe das Vertrauen und ich hoffe, dass es das Verlangen von jeder einem, was hier von da ist, dass uns Verlangen ist, dass 2023 werden wir mutig wieder für den Herrn schaffen. Wir werden mutig wieder für den Herrn leben. Und so werden wir anfangen mit den Text zu lesen, Titus, das erste Kapitel.
Wir wollen in Vers 10 anfangen. Gott badet ein von dem Kapitel, bei den 16. Vers. So, wer wir anfangen? Titus, das erste Kapitel, 10. Vers anfangen. Wils besonders schmankt die beschneene Juden sind viel verlänge, war das Spenstje, die Augenächse, wenn je schwarzer. Danach mochten still gemacht worden, weil sie lehren, was sie nicht sollen, und bringen dadurch ganze Families an den Grund. Und schämen sich nicht, unabrechtig Gewinns dafür zu nehmen. Von eine Prophet hat einer gesagt, die Kreiter sind immer Lehner, ruchlose Tiere, Fühle, Freitags. Und so ist das auch. Uit dem Grund stahl und gerendlich trägt, dass sie im Glauben gesund worden. Und sich nicht mehr am jüdischen Völbeln kämmern und nicht am Gesetzen, die bloß von Menschen kommen, die Wahrheit verloren haben. Für die Reine ist alles rein, aber für die Unreine und Angläubige ist nichts rein, weil die sind in Gedanken auch im Gewissen unrein. Die sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Worten verlieren sie dort. Die sind ungehorsam, abscheulich und durchwegen nicht zu leiden und zu nichts Gutes zu brauchen. Und so mir jankert, von der ne steht von Vers 10 anfangen, dass ich zu gehen, jankert mir in Vers 16 anzufangen, ein klein bisschen 3 anzugehen. Und so wie hier in der 16. Vers, da hört es ab von, das redet hier von Gute zu tun, Gute Worte, zu Gute zu brauchen. Und als ich in das Buch mit aller Ram studieren, dann dort wir erst ein Thema, was der immer war abkommt, Gute zu tun, gute Worte. Und so, ich dachte, wir wollen ein klein bisschen uns bemerken mit dort. In der 2. Kapitel, der 7. Vers, da Paulus zu Titus sein, und all diesem geht mit ein gutes Beispiel und eine reine, ernste Leben vorab. Auf Englisch nannte er auch Good Works. Wir sollen Titus als anbefohlen, er soll mit ein gutes Beispiel vorabgehen. Und das ist nicht bloß für Titus gemeint, das ist für alle Gläubigen gemeint. Wir sollen mit einem guten Beispiel vorabgehen. Dann bloß ein paar Vers lauter, der 2. Kapitel, der 14. Vers. Du sagst, dass Jesus hat, als du wenn gekommen, dass er, wenn wir die Vers bloß, hier ein Part von den Vers bloß lesen. Du sagst, der sich selbst angegeben, uns von all Gerechtigkeit zu raten. Warum hat Jesus sich selbst angegeben, um uns von all Gerechtigkeit zu raten? Für sich ein Volk zu reinigen, dort er selbst ihnen und dort jeden Gutes tun will. So Jesus, der ist nicht bloß gekommen, um uns von den Sinn zu raten, er ist gekommen, auch für sich ein Volk zu kämpfen, was der jeden Gutes tun will. Und so Jesus ist gekommen, der hat uns geraten, nicht bloß von unserem Sinn, aber er hat uns Verlangen im Hort umgeändert, dass wir nicht wollen, jeden Gutes tun. So dort ist ein Teken von ein Gläubiger ist dort, wenn der auf einmal ein Verlangen hat, was Gutes zu tun. Der 3. Kapitel, der 1. Vers. Halt an dort fair, dort sei die Regierung und die Gewalt erwähnt haben, sollen gehorchen und immer reit sein, Gutes zu tun. Dann in der 2. Vers, im 3. Kapitel, die Dinge, was Titus hier abnannte, zu allen Menschen friedlich, freundlich und leiftolich zu sein. Und so, das ist something, was Titus soll immer wiederholen in seine Kirche. Die gute Worte, dort haben wir zu tun mit friedlich, freundlich und leiftolich zu sein. Zu allen Menschen. Kriegen don't wer das ist. Kriegen don't was von einer Einstellung, die andere haben. Unser abgewaschen Christ und die gute Worte ist friedlich, freundlich und leiftolich zu sein. Dann im 3. Kapitel, der 8. Vers. Das ist ein Wort, worauf wir uns verlassen können.
du sollst geruht det immer wahre betonen. Was ist es, was Titus soll immer wahre betonen? So dass die Vertrauen an Gott gesagt haben, okay, wer sind dort? Das sind alle, die an Jesus glauben. Wir haben uns Vertrauen doch an Gott gesagt. Das ist für mich, das ist für die, sich bemühen, Gott zu tun. Das ist, was Gott ist. Das alle Mann zu nutzen kommt. So das ist nicht, wenn wir zum Glauben kommen, dass wir dann nicht alles vollbracht haben. Nee, die Menschheit soll sich bemühen, Gott zu tun. Immer wahre, Gott zu tun. Das ist mir wieder interessant, wie viel Mal Paulus das wiederholen hat, durch das kurze Buch, dort jünt bemühen, Gott zu tun. Jesus hat jünt geraten, dort, dass die Gott tun wollen. Sieht ein Gott Beispiel. Wir haben noch wieder gehen. Das 3. Kapitel, der 14. Vers. Und lasst unsere Menschen auch lernen, Gott zu tun, dort zu helfen, wo das nötig fehlt, dass sie nicht unfruchtbar bleiben. Gott zu tun, dass sie nicht unfruchtbar bleiben. Das ist im 3. Kapitel, der 14. Vers. Das scheint sich so zu sein, immer war Paulus, der wiederholt das nur Titus, dass gute Arbeit, das Gute zu tun, das ist something, was wir nicht, das ist, was wir macht sein im Christenleben. Das ist nicht something, was wir können so deciden. Ich glaube Jesus an ein Seed, ich freue mich, dass er mich geraten hat, aber wenn es kommt, mit helpen in der Kirche, mit helpen in der Gemeinde, wenn es kommt, was Gute zu tun für meinen Nächsten, du will ich nicht was mit zu tun haben. No, das kommt von Glauben an Jesus. Dann das ist eine Wahrlichkeit, wir sind befohlen, Gott zu tun. Aber es sind zwei Dinge, die wir wollen ganz klar haben. Und das ist das. Das Gott zu tun, das ist nicht, was uns raten wird. Das ist nicht, was uns raten wird. Die Radung, die kommt ganz allein durch Jesus in seine Gnade, in seinen Mitgliedern. Die Vers finden wir hier auch in das 3. Kapitel, in 5. Vers. Du sagst, Jesus rat uns, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitswerke abzuwiesen haben. Wir haben nichts abzuwiesen. Wir haben nichts, was wir können abwiesen, dass wenn wir nur eine Grenze kommen und wir haben uns Passport, wir haben unsere Papierarbeit alle right, wenn wir drei nach Kanada kommen, wir haben eine Reiche in Kanada, war das 3 Jahre kommen. Wenn wir haben als Canadian Citizen. Du hast nicht so abzuwiesen von unseren Werken, was wir können, nur Jesus kommen sein. Sie, because of meine Werke, was sagt ihr hier, Gerechtigkeitswerke. Das ist die List von was ich getan habe. Dadurch gab mir nur dein ewiges Leben. No. Das ewige Leben, das kommt bloß durch die Gnade ans Glauben an Jesus. Das kommt bloß, wenn Jesus hat ein Mitleiden für mich und für dich. Aber erst wenn die nie glauben, die Erradung an uns Hort ist, das ist dann, wo Jesus den nimmt und er stellt uns Hort an, so dass du ein Verlangen hast, Gott zu tun, dass Gott hell wieder zu reden und eine Kirche mitzuhalten, mit einem Mitmensch mitleiden haben und friedlich und leiftulich zum anderen sein. Das zweite Ding, was wir wollen behalten, ist, dass nicht in jeder einer, was sagt, dass er ist im Glauben, der ist fähig oder brauchbar, um das gute Werk und das gute Arbeit, das gute zu tun. Das fingen wir hier in unserem Text von an, dass das sind Menschen mit einem anreinen Gewissen und mit anreinen Gedanken, ein anreines Gedankenleben, die sind nicht fähig, die sind zu nichts Gott zu brauchen. Solange wir das Gott verstehen, das hat mit tun mit Gott seine Arbeit hier. Wir können in das Vers von einem anreinen Gewissen in 2 Wegen nennen. Der erste Weg, was uns vielleicht leicht abkommt, das ist, wir haben was verschuldet, wir haben uns versündigt und uns Gewissen dort pflegt uns. Uns erst dort schwor ab in Gewissen. Das ist ein Problem. Und solange wir dort rumdrehen, ab uns Gewissen, wir weiten, wir haben uns verschuldet, wo wir nicht brauchbar sind
für die gute Worte für Jesus. Aber ich glaube ein bisschen, der zweite Weg, von wo wir können, von einem Arenet gewissen nachdenken, und mir scheint sich dort so ein bisschen so zu sein, dort wird Paulus hier jähren will haben, dort soll hier auch kommen, und dort ist, dort das Gewissen ist nicht eingestellt für die Dinge, was Jesus wird gleichen, wenn dort wir eingestellt werden. Werden wir mal ein klein bisschen wieder davon reden. Wir wissen alle, wir haben hier so Mechanics, dort ein Motor, wenn die nicht fan drehen, die muss eingestellt, die Timing, die muss ganz reich sein, dass sich dort was schein hier, dort die was fan drehen, dass sich dort was schein hier, wenn die lang im Weg fahren, dort hier sich scheint es die fort, wenn die am Hof, die Truck am Hof steht, und wir drehen den Wurm, dort hier sich scheint es die Motor adelt. Aber du jetzt was zu verstehen, ich würde nicht weiten kriegen, wo ich würde machen, und was für ein Knopf ich würde machen, anfußen, um das down. Aber du jetzt was zu verstehen, dass sich dort nicht wird schein hier. Einer hielt manchmal mit einem Motor, das hielt sich ein bisschen da, nur mir remindet das vielleicht ein bisschen, mein Dad sein erster Tractor, was er hat, dort wie ein 8-dartig John Deere, und dort ist so puff, puff. Und dat ja manchmal dort ein Gasmotor, dat hielt sich auch ein bisschen so puff, puff. Dat ja zu hören, something ist nicht eingestellt. Und besonders, wenn dort wird, sich so dort hören, nur dem dort wir dort haben, wie Mechanik gehört, dann wird wir auf einmal fragen, nur was deutet das anstellen? Das hielt sich nicht reich. Das Motor, das hielt sich nur so, wenn der erst nur was eingestellt, nur was sich dort nicht so gehielt. Und so krieg ich es doch möglich, dass wir uns gewissen können, eingestellt haben, für Dinge, was sich nicht so gehieren tun. Das ist ganz möglich, dass wir können, in gewissen haben, wie fing da, wenn wir mal ein klein bisschen Jesus in Markus, das 7. Kapitel, da redet von, das Volk irrt mich mit den Lappen, sagt Gott. Aber am Hort sind sie weit auf von mir. Sie dienen mir vergebens, will sie lehren, das nicht aus Menschen verschriften. Sie haben Gott seine Geboten verloren, um Verschriften von Menschen zu holen, so wird aus Kuffels und Kohlen auszuwaschen und nach vieles mehr bezieht. Das sind, dass wir Menschen uns gewissen haben eingestellt, dass wir uns solche Schlagfallen tun über Dinge, die nicht wirklich Sinn sind. Aber wenn es erst bei Sinn kommt, dann fallen wir uns nicht schlecht über den Sinn. Das fehlt, dass uns Gewissen eingestellt ist, nur Gott sein Wort. Das fehlt, dass das Gewissen eingestellt ist, nur dort, was Gott wichtig ist. Das fehlt, dass das Gewissen eingestellt ist, Christus Paulus in Römer, das 9. Kapitel sagt, das sein Gewissen, das ist ganz klar, und das liegt sich mit das Gewissen, was der Herr ja jetzt hat. Ich glaube, das ist keiner, wenn meine wieder hier sein. Und Paulus sagt in Lukas sagt in Apostelgeschichte 24, Vers 10, dass Paulus, der sehr viel arbeiten und sich sehr viel Fleet anwenden, dort sind Gewässer, was recht eingestellt sind, dort sind Gewässer, was nicht bloß für Menschen klar sind, aber dort was für Gott klar sind. Und so, ich glaube, das kommt hier immer weiter durch, die Textverse, was wir haben, das fängt an, besonders manch die Juden, die hängt was an, dass sie immer weiter wollen Dinge bei der Bibel bieten, dass die Menschen sollen ein Gewissen haben an Menschen verschriften und nicht so viel so ein großes Gewissen haben, ab was die Bibel actually sein wird. Und wenn uns Gewissen eingestellt ist, nur Dinge bezieht die Bibel, dann sind wir nicht brauchbar, um die gute Worte, die gute, das Gute zu tun. Andere Ding, was uns treu hält, was uns nicht brauchbar, was uns unbrauchbar macht, für das Gute zu tun, ist ein anreines Gedankenleben.
in Gedanken leben, wo du sich nicht angestellt hast für die Wahrheit von Gott sein wird. Wir kommen an, als ich hier noch checken darf, was ist es denn den 11. Vers. Oh nein, 12. Vers, wo sagt es, von die ene Propheten hat einer gesagt, die Kreiter sind immer alleine, ruchlose Tiere und viele Freitags. In Gedanken leben, wo du nicht nur Gott angestellt ist, mir kommt auf einmal an, wird auf einmal so ein Gedankenleben sein, wo du wird fühlen sein, wenn es kommt, was Bibel lesen, was du fühlst ist, wenn es kommt, was ein Gebetsleben haben, was du fühlst ist, wenn es kommt, was sich von jährlichen Dingen auszutauschen, was du fühlst ist, wenn es sagt, hier ist für Gerechtigkeit, hier fehlt jährlich Vorbild zu sein, aber er ist viel. Er ist viel. Aber das ist nicht bloß fühlen, ein Ding, der ist das ein Freitag und eine andere Seite. Das ist meist ein bisschen zwei Extremes, nicht? Fühlen ein Seite, aber ein Freitag und eine andere Seite. Fühlen, dass sie wollen nicht Zeit nehmen zum Bibel lesen. Leicht eine Excuse, dass ich kann nicht noch gelehrt, ich kann nicht Zeit. Das ist nicht meine Tugend, was ich mit georben habe von Gott. Vielleicht sind wir gefragt worden, um eine Kirche mitzuhalten, aber wir sind nicht wahrlich da, um eine Kirche zu halten. Aber wenn wir was tun, dann tun wir bloß so viel, dass es groß getan wird, wir tun nicht ans Beste, um eine Kirche mitzuhalten. Aber dann sind wir Freitag in das andere Area, wenn es erst kommt, Dinge, die nicht mit der Bibel zu tun haben. Wenn es erst mit Geldsachen zu tun hat. Wenn es erst mit Leben, andere Bücher, mit der Ware, mit Government, verschiedene Dinge, mit dort erst zu tun haben. Dann auf einmal sind wir Freitag. Dann haben wir auf einmal viel Zeit, lots of research zu tun, zum sure merken, dass wir weiten, was der alle verjährt. Wir haben auf einmal Zeit, lots of Zeit zu spenden, anderen Menschen zu kritisieren. Vielleicht auch even eine Kirche, wenn wir auf einmal hier wird, wem gekritisiert, dann auf einmal, dann sind wir nicht blöd, dann auf einmal haben wir nicht die Gabe dazu, dann sind wir willig, damit einverstanden, nun sind wir Freitag, und den anderen Menschen sein zu kritisieren. Unsere Gedanken, uns anrennen Gedanken, das ist ganz voll von Ungerechtigkeit, was Rama uns verjährt, in der Stadt von der Gauder, Heilige Gott, wo wir mit uns wird sein, wie uns leben tun. Der Fokus, der ist nur andere Menschen gedreht, der ist nicht nur Gott gedreht. Das sind anrennen Gedankenleben. Wir wollen nur noch verschiedene Sünde abnehmen. Das hat auch alle mit anrennen Gedankenleben zu tun, weil das ist ein bisschen ein overall picture. Das ist nicht, was Paulus sagt, dass sich das gehört. Paul, der ist Jesaja, nervt das und sagt zu Titus, er soll schwinden. Sich am Kamera, seine Anstellung in der Stadt eine Kirche. Warum ist das wichtig, dass er sich da am Kamera? Because wir lesen in unser Textvers, wo du sind, das arene Wasser, das arene Gedanke, das schieden sich so, das sind Menschen, die nach sich dort übernehmen, andere Menschen zu lernen und zu unterrichten. Und da lernen und unterrichten, das bringt rein ganze Familien an den Grund. Und was passiert, wenn ganze Familien an den Grund gebracht wird? Dann stirbt die Kirche aus. Das ist wichtig, dass Titus sich kümmert diese Menschen, die ein arrenet Gewissen haben, die ein arrenet Gedankensleben, dass die warnen, das ist Zeit, dass du das abhören das. Because du bringst deine eine Familie und du bringst andere Familien an den Grund. Die ganze Toekomst von der Kirche, die depend on, dass wir ein reines Gewissen und ein reines Gedankenleben haben. Das dritte Ding ist,
woran es wichtig ist, Gott sein Namen soll nicht verlastet werden. Wir lesen hier der Talat in der Vers, dass sie mit ihr Mühe seien sie glauben an Gott, aber mit ihren Worten verlieren sie dort. Die glauben mit ihr Mühe und die Worten mit was sie beleben im Leben und bewiesen im Leben, dort stimmt nicht taub. Und dort hat all sehr viel, das ist nicht ein Problem finden, dass wir all ein Problem aus Paulus haben wir. Dort das Mühl sieht ein Ding und die Wolken beweisen ein anderes Ding. Mit der Mühl werden sie Gottes Kinder. Aber wenn es erst bei einer Versuchung kommt, dann haben sie rein keine Kraft, über die Versuchung zu überkommen. Mit der Mühl, das ist Gott leben, aber wenn es durch die schwere Zeit kommt, dann haben sie rein kein Weg von durch die schwere Zeit mit Frieden und Freudigkeit durchzugehen. Mein Gebet und Hoffnung für jeder einen, für mich selbst und für jeder einen ist für das 2023, dass uns Gewissen, uns Gedankenleben, wo ganz krank eingestellt sind für die Dinge, was Gott will haben. Dass die Dinge, was ich glaube, sei, die Dinge, was Gott sagt, die sind wichtig, dass die Lanus sagt auch, dass die sind wichtig. Und dass ich mich bekümmern, und dass jeder einer sich bekümmert sein, reich zu sein, was Gutes zu tun, wahrlich zu sein, was Gutes zu tun. Dass uns Leben wird nicht bloß mit Wort sein, dass wir sind Gott seine Kinder, aber das wird auch in uns Leben zu sein. Wenn wir durch Versuchungen, wenn wir für schwere Zeiten gehen, dass das zu sein wird, dass Gott ist mit dieser Person. Dass wir werden wahrlich sein, Gutes zu tun, für Gott seine Ehe und für Gott seine Kirche. Ich bete, dass jeder einer von uns wird in gesunder Glauben haben, so dass Gott uns wirklich brücken kann und dass unsere Kirche wieder wachsen und teilnehmen kann, so als Gott sein Plan für uns ist. Dankeschön für Zuhören und macht 2023 ein wunderbares, gesegnete Jahr sein für jeder einen. Dankeschön.